aus 2 macht 1. Das ist im Nationalen Observatoire von den Kanner an Jugendlichen, an dem Nationalen Observatoire von der Schulqualität, geht also dem Nationalen Observatoire von den Kanner die Jugendlichen an der Schulqualität. Pardon. Wir begrüßen allgemein mal, wann et Männer so Gremien gëtt an dafür fanden wir dat eng gut Sache von die 2 Sachen zusammen geschlossen gehen, da das für uns okay. Da ging da war ein ganz Party von Kritiken, die mal Werte formulieren und ich kann euch auch schon verraten, dass wir als dafür Werte bei diesem Projekt enthalen. Da gehen Stimmen möchte viel Sinn, weil die 2 Gremien SIO do und geht es nicht damit bestohlen, mir geht es Zusammenfeierung. Stellt ein ganz Party frohe Stellen sich bei diesem Projekt. Wat gene ass Qualität skolär Schulqualität? Gëtt net sowieso schon ganz viel Akteuren, die déi mossen. Brauchen do fir iwwerhaupt nach so ein Gremium an die Frau, die schon opgeworfen gin ass de Gremium neutral, objektiv oder assen politisch hörech respektiv gëtt eventuell probiert, politische Entscheidungen durch ein Gremium zu bereden oder zu legitimieren. Das größte Problem von der Schule sind da enger Rajoren und das geht für ganz viele Akteure gedeelt, dass das den Niveau rauf geht an dat Lesen, Schreiben, Rechnen, Kultur, General, Scienzen, überall. Wir brauchen noch do kein Observatoire, für das festzustellen, und ich weiß mal nicht, ob den das möchte, weil das für auch dann eine starke Kritik und aktueller Schulpolitik. Die Leute, die Staatsexamen verbessern, Patron, die Jungleute ausstellen, experimentiert Professoren aus den Lyceen, sie können ihr Stehkonstat machen und auch belehen, und das machen sie auch. Dann haben wir seit Jahren eine Zersplitterung vom Schulsystem, immer mehr neu, mehr leicht Systeme gehen geschafft, wie zum Beispiel die öffentliche europäische Schule zu Daverding. Schulen gehen geschafft, die nicht dasselbe Niveau haben, wo das Dreisprachigkeit, die immer so gelöst wird, auch nicht mehr gibt. Wir sind gespannt, von dem Vergleich mal gemacht wird zwischen dem Niveau von einer Premiere aus dem klassischen Lycée mit einem Aufstoß aus der europäischen Schule zu Daverding, und wann die gemerkt wird, dann noch von an den Sprachen. Es kennt ihr noch viel sagen, über die immer mehr hohe Komplexität von den Zensuren, die Chemie versteht, die Bürokratisierung, über die Rolle und Autonomie und Autorität und Kompetenz vom Lehrpersonal, die immer mehr auf Frage gestellt gehen. Das sind alles Aspekte, die das Observatorium eigentlich feststellen. Ich weiß nicht, ob den das möchte, und ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Kann ich noch sagen, dass ein Observatorium neutral ist, wenn ich konsideriere, dass die Leute aber ausgesicht gehen und dass sie auch viel gibt, wie ein Themenfeld, das sich sollen kümmern. Eigentlich ist der Zeit ein bisschen ein allgemeines Beispiel von der Strategie, die das Regierung bravourös meistert. Gremien, die geschafft, die den Ausschein machen, nur neutral zu sein und am Endeffekt just dafür Dinge für die Regierungspolitik zu legitimieren. Ich lausche lieber den Gewerkschaften noch. Die sind objektiv, kritisch und kompetent. Und wollen Politik vom Minister auf den Licht. Erweisen als regelmäßig Prüfe à l'appui, wo Probleme liegen, das muss das Observatoire mal noch beweisen. Da stellen sich noch 2 nicht unwesentliche Fragen zur Zusammensetzung von diesem Gremium. Die ich sagte, dass auch schon etwas kritisiert wird von der Staatsbeamtenkammer. Und die kritisieren, dass häufig gesehen ist, dass Leute können Member gehen an dem Gremium, die nicht Staatsbeamten oder Staatsangestellte sind, die aus dem Privatbereich kommen. Wir schließen euch der Kritik an. Und dann, und das ist ganz interessant, fanden wir hier Quoten. Le nombre d'observateurs du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à 5. Mais ist es wirklich wichtig, ob eine Person von dem Observatoire männlich oder weiblich ist? Ist das ein Kriterium? Wir sind der Meinung, dass Kompetenz soll zählen und nicht Geschlecht. Wenn wir ein Observatoire haben mit lauter guten Frauen, tant mieux. Wenn wir ein Observatoire haben mit lauter guten Männern, auch gut. Es soll ja um die Kompetenz gehen und nicht um den Punkt, ob ein als Mann oder Frau geboren ist. Die akzeptieren also auch Transgender. Aber wenn wir schon dabei sind, da stellt sich da eine andere Frage, und zwar
ein Widerspruch. Während man heute nämlich darauf pochen, dass man dann quasi Talschen von den Leuten dann Frauen und Männer holen, das kann ich auch da gut finden, wie die das macht, okay. Wie viel Wert geht das dann nicht an andere Sachen gemacht? Auf Wunsch muss zum Beispiel von dem Lehrpersonal guckt, da schwätzt ja aber keiner davon. Also da soll man es gut verstehen. Wir sind gegen Quoten beim Lehrpersonal. Wir wenn da ihr an ihrer Sache logisch wird, da gibt es auch da Affären. Zum Schluss, Herr Präsident, will ich noch betonen, wir in der Chambre, wir als Partei, als ADR, wir sind auch ein Observatoire. Und wir gucken auch ganz genau, was an der Schule geschieht. An tausende Profs, Schulmeister, Jofferen, die kennen es, die haben Erfahrung und die sind auch ein Observatoire. An die Gewerkschaften, die sind auch ein Observatoire. Und die wissen, was im Terrain geschieht. Und die können nicht so, was du lässt. Und die können ich, und die machen ich auch eine ganz gute Analyse von dem, was geschieht, auch von dem, was geschieht. Also soll ich so, wie das ausgesagt, da kann die Schulpolitik von den letzten 12 Jahren ganz schlechte Wäsche, aber besonders all die vielen Reformen, die gemacht sind. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Kohl.